miteinander, da ist Extus 19. Ich begrüße euch da herzlich zu einem neuen FTW-Part. Wie ihr seht, es hat sich einiges verändert und vor allem, es ist mein Server. Unser Server, aber der, den ich hoste halt. Ich möchte euch da umführen. Und zwar aus dem Grund, ich muss immer so viel husten. Darum sind wir jetzt da. Ach, natürlich nicht. Ich wüsste es wieso wahrscheinlich. Vor allem, weil ich in der Singleplayer-Welt einfach nicht weitergemacht habe. Vor allem darum. Aber ihr seht, das sieht verlassen aus. He? Ist es auch. Ich möchte euch nicht die verschiedenen Mods vorstellen, sondern schaut einfach mal zu. Das, was ihr nicht checkt, noch nicht gesehen habt, könnt ihr mich ja fragen. Was ich gerade gesehen habe, werde ich erklären. Dort ist mein Zuhause. Man kann jetzt die Zahlen nicht lesen, es ist aber etwa 2500 Blöcke weg. So. Die anderen, doch, am Jörg, ist ein Kollege von mir, er ist 9000 Blöcke weiter weg. Ja, und wie machen wir das? Twilight Forest Homebase. Es gibt Mistcraft, das ist ein geiler Mod, da kann man so Portale erstellen. Oder da verschiedenste Welten. Wir haben hier unsere Welten gespeichert, wir könnten hier unsere eigenen Welten machen. Also das eigene Biom bestimmen. Dann ob es kleine, grosse, einzelne, bla bla bla, ob es schachförmige Biome sind, das Licht, Nebel. Was hat es so für Dings? Hat es Villages, hat es... Wooden Tendrils sind hure geil übrigens. Wartet, ich könnte euch eine zeigen. Exitus Welt. Jetzt mal schauen. Ja, wir haben noch Bücher. Das ist das Wichtigste. Geht nie in eine Welt ohne ein Linking Book. Ich habe mir jetzt ein Linking Book gemacht. Wir werden nach genau da wieder spawnen. Und nur darum wage ich es mich in so eine Welt. Tose und ich, Entschuldigung, jetzt ist gerade mein Antivir angekumpelt. Da hängen nur noch 3 Tage. Ja. Tose und ich sind eigentlich verloren gewesen, Dimensionen. Wir haben uns können löschen. So. Das habe ich alles drin da. Ich habe Herbstwälder, Jungle Hills, Green Hills, Standardterrasse, Star Fissure, Bright, Green Sunset, Strongholds, Crystals, Dungeons, Huge Trees, Red Sunset, Green Sunset, White Sunset. Ich habe einfach alle Sunsets drin gepackt, warum auch immer. Ich habe es noch nicht gecheckt. Da kann man da rein. Oh wow. Und wir gehen runter. Minus 500 Blöcke, okay, sind wir schon. Man kann schon einen Relog. Ja, ihr habt jetzt meine IP gesehen, aber es ist gar nichts. Es wird wieder, ich soll sagen, es ist Whitelist. Also ich komme nicht drauf. Oder vor allem, das Hamachi ist voll, ich habe nur einen Hamachi-Server. Das ist meine Welt. Linking Book habe ich. Ich lasse das ein bisschen ändern, ich sehe das gerade wieder. So. Ja, eben. Es ist eine instabile Welt. Ihr seht es jetzt unten rechts. Ihr seht es Hunger 3 und Slowness 2. Es ist eine instabile Welt, obwohl sie geil aussieht. Das sind die Wooden Tendrils. Und eben da Herbstwälder, das sind die farbigen Bäume, meine Jungle Hills. Und gleichzeitig Skyworld. Also es ist... es macht Freude zum Experimentieren, ist aber gefährlich. Ui. Ja, ihr seht es, ich bin fast am Verhungern. Es ist gefährlich. Vor allem, wenn man mal stirbt. Find mal das Linking Book wieder. Logo, nicht allzu schwer. Aber was machst du, wenn du es mal nicht findest? Hä? Voll doof. So, wir sind wieder da. Und wir haben uns... Wieso sind die Schilder nicht geschrieben? Sie sind auch geschrieben eigentlich. Wir haben uns da Bases gemacht. Also ein Hub. Ein Portal Hub. Da geht es zu der Tose, da geht es zu der Nefschi, da geht es in die richtige Welt. Der Miteinander, der Jürg hat sie da rein. Ja. Ich werde dann wahrscheinlich mal einzelne Parts mit diesen Leuten machen, die sich ihr Zeug vorstellen können. Ich weiß auch nicht. Da wären alle unsere Maschinen gewesen. Also sind sie immer noch. Wir haben hier Induction Furnace, die sind so geil, vor allem wenn sie Hitze aufgeladen haben. Wir haben überall Slimes, wie ihr gehört. Da ist unser Watermill Tower. Unsere Hirschzucht. Ja, im Twilight gibt es eben so Hirsche. Das ist übrigens eine andere Welt, wie der Nether.
Dort vorne hat man noch potenzielle Hydra zum Schlachten. Es gibt Bosse, die ihr gesehen habt. Ich habe mal ein Video darüber gemacht. Die finden alle da statt. Dann habe ich meine Baumfarm. Wir sehen, dann eine funktioniert. Dort habe ich mein Haus mal ein bisschen angefangen, aber wir haben dann gefunden, wir ziehen um. Der Hauptgrund ist vor allem für mich. Schaut mal Y an. Wir sind hier auf 35, also das heisst schon fast am Boden unten. Nein, finde ich langweilig. Plus Twilight, es ist die ganze Zeit bis auf etwa 2 Stunden am Tag und das wird wahrscheinlich Minuten 2 sein, wo es Sonnenlicht hat. Somit Bienenzucht unmöglich. Man braucht überall Fackeln für irgendetwas zum Wachsen. Das Gute ist, man sieht extrem selten einen Creeper, Zombies, Skelett, sieht man fast nichts. Aber wenn man in gewissen Wäldern ist, wird es kriminell. Oder wenn man da runter geht, wird es auch kriminell. Wenn wir mal einen kurzen Blick wagen. Ich habe recht Angst eben. Wir haben zwar einiges disabled, aber es rennen gleich noch Mobs rum. Die sind recht übel. Ich gehe jetzt nicht, ich habe ein bisschen Angst allein. Da brauche ich meinen Wingman oder meine Wingwoman. Aber mein Zeug einsammeln, dann ich verrecke und umgekehrt. So, ich habe jetzt schon 6 Minuten gefüllt. Hei, hei, hei. Und wir sind noch nicht mal bei mir angekommen. Jetzt gehen wir mal zu mir. Verschreckt nicht, da bin ich am Umbauen. Und jedes Mal, wenn bei mir jemand angekommen ist. Hure herrlich, oder? Ja. Ich habe mir ein Village gesucht, das im Wasser gestanden ist. Es gibt sehr viele in diesem Mod, so Villages im Wasser. Da waren zwar 3 Häuser, ich habe alles abgebaut. Die Felder habe ich mal stehen lassen, das Haus steht noch und das da. Und sonst habe ich so ziemlich alles ein bisschen umformatiert. Wo fangen wir an? Ich weiss es auch nicht. Also, Leute kommen da. Und als erstes eben mein Maschinenraum. Was habe ich? Industrial Centrifuge, ein MFE, Extractor, Compressor, Induction Furnace und ein Rotary Macerator. Das Ganze, also da hat es noch mehr, Rolling Machines, Carpenter und Thermionic Fabricator. Da weiss ich alles wie benutzen, was es gibt. Übrigens meine tollen Fässer, die ich hier habe. Es ist nicht alles da und natürlich habe ich wie immer ein riesiges Ghetto überall. Haben wir da übrigens gerade das MFSU gemacht, das ist meine Portal Gun, da können wir nachher den Rückweg antreten. Da sind 3 Bedboxes. Dort oben würde ich dann gerne mit euch zusammen, ich habe es schon vorbereitet, 8 bis 12 Solarpanels anmachen. Das Ganze ist powered mit einem Geothermal Generator, Lava, mein Lava-Tank. Und ich gönne eigentlich Lava aus Netherrack. Das ist voll praktisch. Ich habe hier meine Stirling Engines, wenn ich ein bisschen reinrühren muss. Und hört auf mich korrigieren, ob Engines oder Engines. Es gibt sogar Leute, ich behaupte, es gibt Leute, die sagen Engines, weil es einfach so ein stranger Dialekt aus dem Land von England ist. Mein Gott. Die Person weiss, wer gemeint ist, wenn sie es schaut. Da füllt es jetzt Energie rein. Bei 4000 wird ein Block ausgepresst und aus einem Block gibt es sage und schreibe 20.000 Energie. Also halbe Bedbox füllt es. Aus einer Kohle gibt es 4000. Aus einer guten Kohle 16.000. Aber ey, ein Netherrack. Oder? Ultimativ. Das ist so meine automatische Baumfarm. Ihr seht, sie ist wirklich automatisch. Ab und zu bleibt sie stehen, aber nur, wenn ich da den Humus nicht nachfülle. Oder wenn es einfach geschissen läuft mit der Kohle. Aber das ist ganz, ganz selten. Also, der ist powered. Der baut alles ab. Da ist gerade am Abbauen. Bam. Transportiert das da durch. Da kommt ein Sortierpipe. Sand, Äpfel und Oakwood geht ins Grüne, die Setzlinge gehen ins Rote. Sprich, die Setzlinge werden gerade wieder eingefüllt. Regelmäßig habe ich einen Haufen Setzlinge nebendran, die ich einsammeln und irgendwie verfeuern kann. Seht ihr, da ist jetzt schon kein Platz mehr. Bam, geht wieder raus. Da wird es aufgeteilt. Ein Teil geht da rein, weil ich immer wieder ein bisschen Holz brauchen, oder? Das ist verständlich. Sand wird aus Humus gemacht, ist das Abfallprodukt vom Humus. Wenn ein Baum drauf gewachsen ist, braucht es einen neuen. Es ist ungefähr 1:1, also ungefähr die Hälfte, die es wirklich aufteilt. Da wiederum wird Kohle daraus gemacht mit dem
automatischen Ofen, der von einem Kohlenofen betrieben wird. Und auch da wird Kohlen aufteilt und geht dort rauf und in die zwei. Wobei das recht unbalanciert ist. Halt eben, weil da 50% und 50% für zwei Maschinen. Darum, wir sehen, die ist schon wieder stehen geblieben. Und wenn es blöd läuft, kommt es jetzt auch keine Kohle mehr über. Wir können jetzt mal schauen. Jetzt wäre genau so eine Situation, wo es alles zum Stehen bringen könnte. Weil einfach die nicht mehr läuft und kein neues Setzling und Humus mehr pflanzt. Die da läuft, oder? Ohne Problem, baut die ab. Ja, gut, es läuft. Ich habe Glück gehabt. Hier oben habe ich ein Geschenk bekommen. Jeder, der Portal gespielt hat, kennt es. Das ist der freundlich. Thanks anyway. Ja, du bist anders. Und das ist der Ultra Troublemaker. Der ist so cool, der schießt immer. Also, er hat keine Munition. Aber warte, Rasch. Ich da ganz kurz. Jetzt schießt er. Wichser, hör auf schiessen. Hey, thanks so much. Er ist so lustig, auch wenn dort unten ein Schweinchen rumläuft. Der schießt immer drauf, ist lässig. Hast du gesehen? Well, I tried. Well, I tried. Alright, stand back, everybody. Stand back, everybody. Er ist so herrlich. Immer wenn ich vorbeifliege, kommt irgend so ein Spruch von dem. Ich That's genieße es. fun, wasn't it? Ja. Das war der Schmied. Also man sieht noch, dass der Schmied mal war, aber ich habe einfach meine Öfen da reingequetscht. Meinen Stahlofen und meinen Kohlenofen. Ich habe leider gerade keine Kohle mehr. Hey du. Plus da ist noch meine Mine, die ich aber nicht mehr brauche. Die ist auch abandoned. Wo gehen wir weiter? Keine Ahnung mehr. Alright, everyone. Das ist meine Feeding Station. Da könnte ich Futter rein tun, wenn ich mehr Tiere will, aber im Moment sind es einfach genug. Und ich habe die bewusst so ein bisschen freilaufend lassen, freilaufend auch mit den Dorfbewohnern. Ja. Du, was machst du wieder draussen? Das ist so mühsam. Plöppet immer raus. Ja, das ist mein Village. Wow, was machen die alle da? Und eben, ich geniesse es wirklich da durch. Hey, lass mich mal durch, da ist der Markt, der Schwein wird da verkauft und überhaupt, oh, ein Golem macht und der Wächter, wow, wow, wow. Ich finde es geil. Ich geniesse es. Ja, und da ist die Party auch im Gange. Ich finde es geil, wirklich, überall Getier, scheiß Zeugs. Ja. Da habe ich mal, es gibt auch die hohen Bäume, die dort. Und die habe ich mal da ausprobieren. Es ist auch speziell. Ich habe einfach mal etwas gemacht, aber schlecht ist es nicht, wenn man wirklich auch alles so gestaltet, oder? Das ist einfach so ein simples Exit-Haus. Gar nichts Spezielles. Da habe ich gefunden, komm, wenn es schon rumsteht, lagere ich da mein Zeug ein, das ich da farmen. Jetzt meine Gummitrees. Und jetzt das ist jetzt das neueste Projekt, das ich habe. Also, das neueste, also gehen wir es am Schluss anschauen. Wir gehen jetzt noch zu der Quarry. Dort oben ist sie. Ich habe gefunden, ich stelle sie auf den Berg, weil ich auch die einzelnen Kohlen will. Aus dem Zeug aus, aber glaubt mir, es lohnt sich nicht. Das Gute kommt wirklich erst ab 64. Dort habe ich... Ja, komm, wir gehen noch rasch das Chatpack aufladen. Wenn ich oben runterkomme, ist übrigens das mein Eingang. Ich gehe mir einfach da runter. So. Ich muss rasch ein bisschen aufladen. Wir können in dieser Zeit sonst ganz kurz schauen, wo das uns hinführt. Und zwar oben zu der Quarry. Ah, yeah, das habe ich vergessen. Haben wir ein Radio gebastelt, auch der gleich wie aus Portal. Und das sind meine zwei Quarries, die jetzt abgeschlossen sind. Dort ist die dritte am Laufen, die habe ich noch höher gesetzt, dass ich sogar Bäume abfarmen kann mit dieser Quarry. Ja. Und es ist praktisch, eben genau, wenn ich das Jetpack nicht habe, kann ich dort rasch durchläutscheln und schauen. Jetzt habe ich gerade das Portal. Wenn ich das noch jemand anders hätte, würde mein Weg auch etwas anders aussehen, logischerweise. Und der führt dann über mein Jetpack Glasbälkchen. Das sieht man fast nicht, aber wenn man weiss, dass es da ist, weiss man es. Aha. Ja. Und das führt einfach zum Jetpack sparen, weil sonst brauche ich so viel. Und auch da, falls ich es nicht dabei hatte, habe ich mir da mal Lianen gemacht und so. Nanosäbel, die man einschalten kann. Jetzt britzelt er und braucht Energie. Jetzt habe ich da gerade Creeper gesehen. Ja, nein, bleib da, komm. Also, die meisten Mobs sind One-Hit. Zombies komischerweise nicht. Aber jede Person ist One-Hit, wenn sie keine gute Rüstung hat. Auch das, ihr seht,
Lava powered. Dann geht das da in den Tank und wird dann da übergepumpt. Und Quarry eben, im Moment sitzt sie nicht. Wir haben tierische Lag-Probleme gerade mit dem Server. Also ich nicht, weil ich einen Host, aber die anderen. Und das nervt einfach nur. Da wird die 2 Maschinen stehen, die dann die Quarry da powern. Und die tut dann das Zeug auch da durchliefern. Alles langsam, ich habe keine Goldpipes, weil es egal ist. Wenn es läuft, dann läuft es, oder? Und dann muss es auch nicht schnell laufen. Da wiederum habe ich Goldpipes. Da habe ich zuschauen und ja, es war noch alles neu und spannend gewesen. Ein Diamond Pipe. Das Blaue kommt zu alles mögliche Zeug, ins Rote nur der Kabel. Aber im Moment, ja, ihr seht es nachher. Das Wertvolle geht ins Schwarze, ins Gelbe und ins Grüne. Und das ist dann wirklich nur eine Bahn, oder? Ich habe nicht genug Platz in einem rein. Darum haben wir das so gemacht. Da verschwindet das da unten. Und da, wow. Da ist mein Lager. Auch mit Fässern, die sind jetzt gerade zum Glück leer. Da habe ich 13 Stacks Kohle drin. Einiges an Stacks. Jetzt ziehen wir das rein. Wow, oder? Es sind mal alle gefüllt gewesen, wir haben jetzt ein bisschen gebraucht. Und Cobblestone geht im Moment da runter. Und geht runter. Liegt dort 5 Minuten und verschwindet. Weil ich hatte das Problem, wo das alles gefüllt war. Ey, ich habe da drinnen, wenn ihr euch vorstellt, einfach alles Cobble gefüllt. Und das ist immer am Rundum schwierig gewesen. Da wieder beschleunigt worden. Ab und zu da durch, ab und zu da. Immer wieder. Und dann hat es tierische Lags gegeben. Ey, es war nur noch am Abkacken gewesen. Wirklich, wirklich schlimm. Bei mir, bei den anderen, überall. Und da habe ich das mal gemerkt und habe es mal aufgeschlagen. Ey, es sind etwa 100 Stacks rausgekommen. Etwa 100 fucking Stacks. Ich habe 2 Fässer gefüllt. Nein, 1,5. Warte, das sage ich. Ja, eben, da liegt einer drin. Ich habe... Wie viel haben sie jetzt? Ich weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall sicher 100 bis 150 Stacks sind da drin in diesen Röhren. Und kein Wunder gibt es Lags, oder? Ganz klar. Mein Nether. Ich kann ganz kurz einen Blick hineinwerfen, aber ich bin jetzt schon auf 17 Minuten. Das haben wir den Miteinander abgebaut. Sorry. Und im Nether sind wir gar nicht mehr so weit weg. Ist klar. Das ist Nether. Ich bin vor allem nur Netherrack farmen da. Aber dann bin ich mal rauf, bin dort oben drüber und dort war mein Schloss. Ist lässig. Gefällt mir sehr. So, und jetzt noch kurz zu meinem neuesten Projekt. Aber wisst ihr was? Wir sehen uns dort. Wir haben nicht den ganzen Weg nochmal gesehen. Zwar... Warte. Der Blick über mein Reich ist halt eben schon noch schön. Mir gefällt's. Nein, es ist schon noch nicht schön. Das ist noch nicht schön, das ist noch nicht schön, das ist noch nicht schön. Dort hinten fehlt noch das Dach. Also ich bin eigentlich wieder mal typisch für mich nie zu fertig. Und jetzt das wird auch wieder abgerissen. Jetzt habe ich darüber geschlafen mal. Gestern habe ich es gemacht. Und wenn man es einmal gemacht hat, dann sieht es meistens sehr cool aus. Aber nicht immer, wenn man darüber geschlafen hat. Welches ist das? Ah. Da komme ich sicher wieder einen Verweis über von YouTube. So. So Server-Lieblingslieder. Ist lässig. Ah ja, Bienenli. Aber im Moment gar nicht aktuell, weil ich herausgefunden man kommt gar keine neue Königinnen über. Und sorry, es ist voll verschissen. Ich gehe dann nicht zuerst noch überall Könige zusammensuchen. Ein paar sind dort, wo ich sie gefunden habe, bis sie endlich kompatibel sind mit meinem Land. Nein, danke. Das ist eben, ich kann mal so diagonale oder... Als erstes wollte ich eigentlich so kurvenmässig irgendwie... Ich bin gerade besessen von viereckigen Kreisen. Also, den äußersten habe ich selber so ein bisschen gemacht, so... Aber es ist nicht schön geworden. Den inneren habe ich dann mit einer Anleitung gemacht. Ja, wenn ihr Tipps habt für meine Stege, nehme ich gerne an, aber im Moment gefällt es mir nicht. Pff. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann gehe ich auch und mache etwas anderes. So. Ja, bist du richtig gewesen. Da ist mein neuestes Projekt.
Ich kann... Was ist das gewesen? Nur ein Zombie? Ah, du wäre strange Ding. Da haben wir die Hose Störfaktoren reingebaut. Glasfiberkabel. Keine Ahnung, brauche ich nicht. Im Moment. Das hat alles meine Turtle gemacht. Ich bin eine Turtle-freudig gerade. Ich habe einfach gesagt, gerade mal 100 Blöcke da durch. Und sie macht so 3x2. Hey, wer hört denn Musik? Voll geil. Und da haben wir dann gerade die Mini-Mine reingebaut. Ah, schaut, dann sehen wir die auch noch gerade. Nein, links. Ich muss die Fackel rechts haben, dann laufe ich zum Ausgang. That's a joke. Haha. So. Das ist meine Welt. Still alive. Still alive. And while we're dying... Oh, sorry, ich bin falsch. Jetzt kommt's. Dying. Still alive. Still alive. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Ich werde übrigens da jetzt mein Let's Play weiterführen. Selber drauf spielen und einfach ab und zu mal eine Folge einschalten. Wenn das genehm ist. Und sonst müssen wir etwas anderes schauen. See you guys. Peace.